willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten. Wie würde dein Leben aussehen, wenn Angst keinen Einfluss mehr darauf hat? Wie würdest du träumen? Wohin würdest du gehen? Was würdest du machen? Wir lassen uns nicht mehr länger zurückhalten von der Angst, von der Niederlage, Angst vor dem Ungewissen. Wir kennen vielleicht nicht unsere Zukunft, aber wir kennen den, der die Zukunft in seinen Händen hält. Mit dem Glauben überwinden wir Hindernisse und treten ein in alles, was Gott für uns bereit hat. Wir lassen uns befähigen vom Heiligen Geist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist gegeben von der Angst, von der Schwäche, sondern einen Geist, der uns mit Frieden und Liebe und Stärke erfüllt und uns befähigt, das Leben zu führen in der Art und Weise, wie Gott sich ausgedacht hat. Bist du bereit für einen furchtlosen Glauben? Oh, sensationell! Was für ein Abend, wirklich ein paar Highlights für mich schon. Es sind sozusagen zwei Highlights. Auf der einen Seite der David da auf der Bühne. Ich darf leider nichts zu ihm sagen, weil er ist schon seit Jahren da im Leitungsteam und er ist da dabei und ist jetzt so ein bisschen in seinem Abschluss. Ich habe jetzt 10 Jahre etwa mit ihm schon Kirche bauen und darf jetzt dann bald weitermachen mit ihm Kirche bauen, einfach ein bisschen noch mit anders und nicht mit dem 20er. Grossartig, ich liebe ihn. Ich liebe ihn, wie er das gemacht hat. Auf der anderen Seite, ich habe den Clip von Dan noch nie gesehen, jetzt das erste Mal und das ist recht lustig. So etwas zwischen... Ja, es ist wirklich so etwas zwischen Reden und Rappen, so zwischendurch, aber es ist recht gut. Und habt ihr den Velofahrer im Hintergrund gesehen? Erste Sahne. Müsst euch mal lachen, der Velofahrer im Hintergrund. Der ist nicht von uns, den haben wir nicht so geplant, aber er ist lustig. Sehr geil, ein wunderbarer Clip. Crazy! Wir starten, und das dritte, warum wir so begeistert sind, wir starten in die neue Serie Fearless Faith, ein furchtloser Glaube, wenn wir miteinander entwickeln, wenn wir haben. Und diese Serie haben wir wirklich schon Anfangsjahr geplant und uns drin hineingedacht, was wollen wir haben. Und im Camp werden wir auch Fearless Faith miteinander behandeln, ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Und ich freue mich, dass die Serie jetzt endlich kommt. Und es ist eigentlich noch eine spezielle Serie, weil normalerweise Serien, oder, machst du über ein ganzes Buch aus der Bibel und dann hast du so irgendwie 20 Seiten, wo du ein paar Bibelverse rauspicken kannst. Und diesmal ist es ganz andersrum. Wir haben zu dieser Serie einen Bibelvers und haben den so gründlich auseinandergenommen, dass wir heute, dass wir jeden Abend, jeden von den nächsten 5 Abenden, glaube ich, werden wir einen neuen Aspekt, ein neues Wort werden wir rausnehmen aus dem Bibelvers. Und ich möchte anfangen, darum, es macht ja Sinn, und den Bibelvers lesen. Fearless Faith. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist ein guter Vers zum Auswendiglernen. Komm, wir lesen den miteinander. Haben wir das schon mal gemacht im 20? I don't know, vielleicht schon. Egal. Komm, wir lesen miteinander. Sind wir ready? Also, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und diese Wörter gehen wir einzeln Freitag für Freitag durch. Und heute Abend, du wirst es nie erraten, welches Wort das wir rausnehmen aus dem Bibelvers. Nämlich das Wort gegeben. Ich rede jetzt eine halbe Stunde über das Wort gegeben. Warum? Die Lea ist schuld. Sie hat mir erklärt, dass das Wort, das da ist, das ist auf Hebräisch heißt es Didomi. Das Wort Gott hat seinen Geist gegeben, das ist das Wort Didomi. Und das Wort ist ganz ein spezielles Wort für geben. Weil es ist nicht einfach so ein bisschen, Gott gibt uns den Geist so immer so ein bisschen portionenweise, so ein bisschen nah dies nah, sondern das Wort Didomi, Gott hat seinen Geist gegeben, bedeutet, es hat einen Anfangspunkt gehabt, es ist schon geschehen. Es ist ein Ereignis, das passiert ist
Du hast schon 100% den Heiligen Geist und jetzt sind einfach die Folgen, entwickelt sich jetzt noch. Verstehst du den Unterschied? Also das Wort Didomie sagt, Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben, heisst, hey, in deinem Leben hat es einen Punkt gegeben, wo du dich für Jesus entschieden hast und der Heilige Geist ist in dein Leben gekommen und das hat sich 100%, 180 Grad etwas geändert in deinem Leben. Nur unsere Gefühle erleben das natürlich meistens ein bisschen anders, oder? Wir strugglen ja immer noch und der Heilige Geist, wir lernen den kennen mehr und mehr und wissen ja jetzt noch nicht alles. Und warum braucht denn Gott genau das Wort Didomie? Warum braucht Gott nicht, es ist ein Prozess, weißt du, im Leben. Macht nichts und es ist nah dies nah. Gott redet viel darüber, dass es immer wieder ein Prozess ist. Aber da sagt Gott, es gibt etwas in deinem Leben, das ist nicht ein Prozess. Sondern das ist zu 100% ist das dreht, ist das geschehen an dem Moment, wo der Heilige Geist in dein Leben hineingekommen ist. Und dem gehen wir auf den Grund miteinander. Ist das? Amen. Super, gut, danke. Lass uns anfangen und miteinander die Jünger anschauen. Die Jünger von Jesus, müssen wir uns schnell reinversetzen. Stell dir vor, du wärst die letzten 3 Jahre, hast du nichts anderes gemacht, als mit Jesus höchstpersönlich umreisen. Oder? Crazy. Du hast ihn gesehen, am Morgen mit ihm aufgestanden, zusammen zmörgelt, dann sind ein paar Kranke heilen, dann haben sie zu Mittag gegessen, dann sind sie in die Synagoge, du hast gehört, wie er preacht, und du hast gesehen, wie er sich Auseinandersetzungen liefert mit den Pharisäern, dann sind sie zu Nachtessen und dann am Abend hat er sich noch zurückgezogen, ist noch zum Vater, ist er wieder zurückgekommen, dann haben wir noch selber noch im Zweiten noch ein bisschen geredet miteinander und so ist es Tag für Tag gegangen. Also recht intensive Bibelschule, würde ich jetzt mal sagen. Und dann nach diesen 3 Jahren geht Jesus ans Kreuz und stirbt. Und dann, kurz darauf, aber 3 Tage später, er aufersteht und du triffst ihn wieder. Ich glaube doch, das wäre doch das einschneidendste Ereignis von meinem Leben. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein krasses Ereignis gehabt hast. Krasse 3 Jahre. Und dann lesen wir, ich meine, die Jünger, die mit pumped sind, oder? Dann lesen wir doch von denen, und dann sind sie mutig gewesen. Sie sind rausgegangen. Sie haben angefangen, überall von Jesus zu erzählen, wie sie haben gesehen, Jesus tut Wunder und Jesus ist sogar von den Toten auferstanden. Aber wir lesen, jetzt kommt es noch interessant, Apostelgeschichte 4, Vers 31, Vers 29, sorry. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Also die Jünger, die so krass viel erlebt haben mit Jesus, sind sie recht schnell wieder furchtlos geworden, finde ich. Ich meine, Jesus ist noch bis ein paar Wochen oder ein paar Tage vorher noch bei ihnen gewesen. Und schon haben sie wieder Angst in ihrem Leben. Und dann, noch 2 Verse später, kommt etwas ganz Interessantes. Lass uns jetzt Vers 31 lesen. Als sie gebetet hatten, da bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen sind. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten furchtlos die Botschaft Gottes. Nur 2 Verse später hat sich offensichtlich etwas krass geändert bei den Jüngern. Logisch. Wir kennen es, du kennst es, ich kenne es. Angst verlieren ist nicht immer gerade furchtlos sein, ist nicht von heute auf morgen. Aber irgendetwas muss sich doch da krass geändert haben, dass es die Bibel so schreibt. Sie haben gebetet, oh bitte hilf uns, dass sie angstlos da. Und kurz darauf aber kommt der Heilige Geist und furchtlos. Und da möchte ich mit euch auf den Grund gehen. Ich möchte euch einladen auf eine Baustelle. Auf die Baustelle von deinem Leben. Wenn du dir vorstellen müsstest, dein Lebenswerk oder dein Lebensziel, das, was du noch machen in deinem Leben, das wäre wie ein Haus, das du bauen willst. Dann wären da so verschiedene Steine dabei. Zum Beispiel, eines Tages möchtest du richtig selbstsicher werden. Oder eines Tages möchtest du vielleicht Small Group oder einfach eine Freundschaft haben, so einen richtig guten Freundeskreis. Oder was haben wir noch? Da, eines Tages möchtest du ein Studium abgeschlossen haben, eine Ausbildung, du möchtest dich gut ausbilden lassen, auch ganz gut. Dann da noch
reisen. Einmal im Leben eine richtig grosse Reise gemacht zu haben, das wäre doch schön. Was haben wir noch? Ich mache da ein bisschen Zeug vor. Eine WG. Mal endlich die Hause ausziehen. Hä? So mit 32 wäre es Zeit. Was haben wir noch? Da. Was steht drauf? Etwas für Gott bewegen. Du möchtest sehen, wie dein Leben für Gott etwas bewegt. Sind wir da hinten? Sehr gut. Was haben wir da noch für Steine? Oh, negative Sachen loswerden. Wir alle haben in unserem Leben noch Sachen, wo wir merken, die sind jetzt noch so, aber eines Tages eigentlich möchten wir es loswerden. Gehören nicht zu uns. Erfüllung im Beruf. Dort, wo du schaffst, deinen Alltag, dass dein Alltag nicht nur grau und öd ist, sondern richtig erfüllt. Und da noch, oh, das ist ganz etwas Gutes. Vielleicht gibt es Leute da drinnen, die sich eine Partnerin oder einen Partner wünschen und eines Tages wollen eine eigene Familie anfangen. Haben wir Leute da? Schön. Und Leute gibt es vielleicht auch da, die sich ein gesundes, ausgewogenes Leben wünschen. Das sind so ein bisschen deine Bausteine im Leben, oder? Musst du dir vorstellen. Deine Baustelle. Die Sachen, wo du sagst, hey, das möchte ich mir in meinem Leben mal noch aufbauen. Kommt es jemand an? Vielleicht gibt es so Sachen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, wo du aber genau weißt, hey, einmal in meinem Leben das und das ist schon noch ein Ziel von mir, das ich mal noch gemacht habe, das für mich dazugehört zu meinem Lebenshaus, das ich mir wünsche, zum Bauen. Ich möchte heute ein Beispiel machen, dass eigentlich an dem Tag, ich muss da meine Notizen schnell drehen, an dem Tag, wo du dich entschieden hast, an Jesus zu glauben, ist etwas passiert. An dem Tag bist du aufgenommen worden in die Familie von dem himmlischen Vater und an dem Tag ist ja der Heilige Geist hat den Platz in dir genommen. Und es hat einen Change gegeben. Deine Baustelle hat ein neues Team bekommen, das diese Baustelle leitet. Deine Baustelle ist neu geleitet vom Vater im Himmel. Ich habe euch, komm du schnell rauf, da. Ich habe da einen Architekt. Architekt, da der Plan, mach doch den mal auf. Und dann, der Vater im Himmel hat neu den Plan für dein Leben, für dein Lebenshaus vor sich. Er hat einen Plan. Wir lesen im Jeremia 29,11, Gott weiss genau, was er für einen Plan hat für dein Leben. Er wird dir eine Zukunft und Hoffnung schenken und wird dich dort anführen, so wie du es dir tiefst in deinem Herzen wünschst. Das ist der Plan vom Vater. Und dann, vielleicht kennen ihr das, wir sind ja im ICF, sind wir jetzt neu ein Gebäude am Bauen und dann sehe ich immer runter. Und dann gibt es einen, der führt die ganze Baustelle. Der Architekt kommt noch einmal vorbei, der muss einen Plan in Auge haben, aber dann gibt es einen Bauführer. Oder so, vielleicht zum Teil sagt man Polier und so. Und das ist neu in deinem Leben, hast du einen Bauführer bei deinem Haus und das ist der Heilige Geist. Komm doch du schnell da rauf, bist du schnell der Heilige Geist. Du kannst da steh du mal da hin. Ist das gut? Ich habe dir da so ein schönes Schild, siehst du da Pläne? Oder? Und die Aufgabe vom Heiligen Geist ist es, jetzt müssen wir hören, Johannes 16, Vers 13, doch der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Okay, also deine Aufgabe ist es, den Plan zu sagen. Gott, der Vater, hat einen Plan, hat es dem Heiligen Geist gesagt und der Heilige Geist, seine Aufgabe ist es jetzt, dass das wahrheitsgetreu schön umgesetzt wird. Ist gut? Und der Heilige Geist hat noch eine andere Aufgabe, lesen wir in der Bibel, am Heiligen Geist seine Aufgabe ist es, er zeigt immer auf wer? Auf Jesus. Wo ist Jesus gerade dran am Bauen? Und jetzt braucht noch einen Jesus. Komm doch du schnell rauf. Du siehst aus wie Jesus. Bist ein Zimmermann? Hey, voilà. Jesus war auch Zimmermann. Und der Zimmermann Jesus, schau, ich hatte da, ich weiss nicht, ob es eine Zimmermann-Tasche ist. Ist das so ein bisschen für mich als Bürogummi? Ist das das Kindsgi-Täschchen. Genau. Und Jesus ist dein Lehrmeister. Oh, der weiß, wie man das anleitet. Sehr gut. Jesus ist dein Lehrmeister. Jesus ist der auf deiner Lebensbaustelle, der ist, der lenkt, der leitet, der da ist, der Schritt für Schritt da die einzelnen Steine
aufgebaut. Und jetzt fragst du dich sicher, ja, aber was ist denn mein Job? Du bist der Stifter. Das ist deine Aufgabe. Du bist der Jünger von Jesus. Jesus ist der Meister. Er weiß, wie es läuft. Deine Aufgabe ist es, verbring Zeit mit dem Vater, weil wärst beim Vater, kommst du einen Blick über auf den Plan, den er hat. Lauf täglich mit dem Heiligen Geist, weil er wird dir sagen, wo gerade Jesus am Bauen ist und wird dir sagen, dein Lehrmeister ist an diesem Stein dran. Und dann tust du mit Jesus zusammen, komm, wir nehmen den Steinmann und bauen mal eine Mauer. Oh, lack, ist der schwer. Gute Schauspieler sind wir. Sehr gut. Habt ihr das Bild? Ich danke euch vielmals, Jesus, Heiliger Geist und Vater, für euren Einsatz. Darfst du es gerade mit runternehmen? So gut. Mir hat das Bild geholfen, vor allem in den schwierigen Zeiten. Weil vor allem in den schwierigen Zeiten ist es manchmal so schwierig, den Überblick zu behalten. Und dann ist es so gut zu wissen, ich muss gar nicht den Überblick immer behalten in meinem Leben. Weil es hat jemand einen Plan. Und ich weiss nicht, soll ich gehen, soll ich dieses machen? Ich sehe so viele Steine, welche soll ich anpacken? Und es ist so gut zu sagen, Heiliger Geist, bitte sag mir einfach, was ist jetzt gerade dran in dem Moment? Wo ist Jesus mit mir am Bauen im Moment? Und dann bist du dran und dann weisst, und das ist so gut, dass jeder Baustein, wo du dran bist, da ist der Lehrmeister dabei und die sind zusammen gerade an diesem Baustein. Ich muss noch ein bisschen warten, Esther. Ich bin noch ein bisschen Kaffee vertauscht. Ich habe die Message noch mal umgestellt, 2 Minuten bevor ich auf die Bühne bin. Ich möchte einen Bibelvers lesen aus Römer 8. Römer 8, Vers 15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Der Heilige Geist, von dem Moment, wo sich das gedreht hat, wo die Baustelle, das Dreierteam übernommen hat und der Heilige Geist der Bauleiter geworden ist von deiner Baustelle, von dem Moment an musst du eigentlich nicht mehr dich von Furcht treiben lassen. Musst du eigentlich nicht mehr deine Baustelle von Furcht, von Angst dich bauen lassen. Ich möchte das nachher schnell ein bisschen malen, aber ich möchte schnell anschauen miteinander, wir sind ja in der Fearless Faith Serie, was ist Angst eigentlich überhaupt? Und ich möchte euch dazu eine interessante, lustige Geschichte erzählen. Wir sind vorletzte Woche so einfach zum Mittagessen am Dienstag, ein paar Volunteers, und Dan und ich. Und dann laufen wir zurück Richtung Büro in Stettbach, also Stadt Zürich, fast. Und dann ist treffen wir jemanden dort, der neben dem Gebüsch steht und wir kennen die Person und sie sagt, hey, wir haben im Gebüsch eine Schlange gesehen. Eine Schlange, ja, Blindschleiche. Nein, grösser. Ich weiss eben nicht, was es ist. Ein bisschen grösser gewesen. Und dann wir, krass, okay, sehe sie gerade? Nein, sehe sie nicht. Gut, easy, laufen wir weiter. Und plötzlich höre ich 2 Leute neben mir kreischen. Ah! Ich darf nicht sagen, wer es war. Es hat etwas gerastet im Gebüsch. Sie schauen an, es ist eine Schlange und zack, kumpelt's weg, schreien und kreischen, weil eine Schlange ist dort. Und es war wirklich so eine 80 cm Ringelnatter. Ich habe nicht gewusst, die gibt es in der Stadt Zürich. Gibt es Ringelnatter? Sie sind nicht giftig. Wir haben nachher die Polizei angerufen und das abgeklärt. Also Ringelnatter. Wenn du Schlange siehst in der Stadt Zürich, no worries. Es ist nur Ringelnatter. Hä? Du musst keine Angst haben. Du musst eigentlich wirklich keine Angst haben. Sie sind nicht giftig, sie machen dir nichts. Aber wer hätte wahrscheinlich auch gekreischt, wenn so plötzlich eine Schlange so 10 cm neben deinem Fuß wäre? Ganz ehrlich, weil das ist das, was wir gelernt haben. Schlangen sind gefährlich, Schlangen sind schlimm. Wäre es ein Igel gewesen?
Ja, ein Igel! Aber ein Igel wäre wahrscheinlich gefährlicher mit seinen Stacheln, dass du noch drauf darmst und könntest dich verletzen. Und weißt du, vor ein paar Jahren bin ich in Südafrika gewesen. Und dann ist eine ähnliche Situation passiert. Wir sind am Laufen und dann raschelt es. Eine Schlange. In Südafrika einfach alles, was wüst ist, Kobras, einfach alles so. Und dann habe ich auch einen dort gehabt, einen Kollegen von mir. Und er kreischt und gumpt, aber nicht weg, sondern in den Busch hinein. Ich will Schlangen fangen! Er hat offensichtlich keine Angst gehabt. Habe ich dann gemerkt. Auf was ich raus möchte, Angst ist etwas, was du gelernt hast. Angst ist etwas, was du gelernt hast, was tief in dir innen ist. Du kannst nicht einfach sagen, okay, es sind Ringelnatter, das nächste Mal, wenn eine Schlange mich plötzlich überrascht, dann muss ich ja keine Angst haben, weil der Joel hat mir gesagt, die ist nicht giftig. Angst ist etwas, was du gelernt hast. Ein anderer Vergleich. Mathematik. Wer da innen liebt Mathematik? Wunderbar. Jetzt die meisten von denen, die jetzt aufgestreckt haben, inklusive mir, wir haben wahrscheinlich Mathematik schon ganz klein, haben wir es schon eher lässig gefunden, in der Schule auch schon, und haben das es ist uns eher reingegangen. Und die meisten, die jetzt nicht aufgestreckt haben, die haben wahrscheinlich irgendwo in ihrem Leben schon eher ein Erlebnis gehabt, dass es ist ein bisschen unangenehm war, Mathematik. Und wahrscheinlich hast du Misserfolg gehabt irgendwo in der Mathematik. Bist nicht so gut gewesen. Oder es ist so gewesen, dass du viel hast müssen lernen, bis du es endlich verstanden hast. Es ist mühsam gewesen und der Mathelehrer ist eher eine Person, die nicht so einfach zu lieben war für dich. Und das Interessante ist, meistens diese Leute, die es als Klein in der Schule, die Freude hatten an Mathe, sind nachher besser gewesen, haben nachher das Leben lang, wenn sie an Zahlen stoßen oder an Aufgaben, die mathematisch sind, oh ja, ich gehe an, juhu! Und sind so viel kreativer und können viel besser nachher mathematische Aufgaben lösen. Aber wenn du Angst gelernt hast vor Mathematik, wird immer deine erste Reaktion, oh, das ist eine Matheaufgabe, nein, das kann ich nicht. Weil ich dazu mal in der ersten Klasse hat mir mein Mathelehrer mal schon das Gefühl gegeben, ich könnte das nicht. Das ist eine Angst, die du gelernt hast in deinem Leben. Und so Angst schleichst du dein Leben lang so viel davon mit um. Auf dieser Baustelle hast du ein neues Team, ein super Team. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Aber die Angst will die Baustelle nicht verlassen. Deine Angst von früher sagt, ich habe vorher schon immer da auf der Baustelle gearbeitet. Ich habe vorher schon immer gesagt, welcher Stein wo hin muss. Ich sage es dir weiterhin, wo welcher Stein hin muss. Und die Angst wird dir immer probieren, die Baustelle zu dominieren, die Baustelle zu prägen. Aber wie gut ist es zu wissen, das offizielle Team Vater, Sohn und Heiliger Geist hat Sagen in deinem Leben. Und jetzt ist es an dir, immer wieder ganz genau anzuschauen und zu prüfen, hey, ist das der Plan vom Vater? Warte, wo ich jetzt gerade, ist das der Plan vom Vater? Vater, zeig mir nochmal deinen Plan. Geh wieder ran, geh wieder zum Heiligen Geist. Heiliger Geist, wo ist Jesus jetzt genau am Arbeiten? Ja, ich weiss, ich habe noch Negatives, das ich gerne loswerden will. Und das spüre ich und es scheisst mich an. Und ich weiss, ich habe noch nicht einen erfüllten Job. Und ich habe so viele Sachen, die noch nicht stimmen. Aber wo ist Jesus dran? Lass dich wieder von Jesus treiben. Ich möchte 3 populäre Ängste schnell rausnehmen. Eine populäre Angst, die wir alle kennen, ist die Angst vor Ablehnung. Vor Ausgrenzung, vor Einsamkeit, vor Mobbing, ungeliebt sein, verachtet zu werden, ausgestoßen zu sein, keine Freunde zu haben, Angst vor Ablehnung. Wenn du Angst vor Ablehnung hast und du willst zum Beispiel den Stein, ich möchte Freundschaften bauen. Jesus, das ist mein Stein, ich möchte Freundschaften bauen. Find das les. Wenn du in dem Innen dich treiben von der Angst vor Ablehnung, wird es recht schwierig. Weil die Menschen, die du triffst, wirst du den Stein da setzen,
zum Beispiel, oder? So, wir bauen jetzt Freundschaft, aber wir bauen Freundschaften so, dass du mich sicher nie wirst können ablehnen. Wir bauen Freundschaften so, dass du genug Respekt hast von mir und wehe, du verlässt mich, wehe, du sagst eine Kritik an mir. Da wird es immer schwierig, da tobe ich wie noch etwas. Du wirst nicht Freundschaften bauen, die leer sind, sondern die Angst wird dich immer dort antreiben. Die Angst vor Ablehnung, dass du klammerisch, dass du dich an andere anhängst, dass ihr einander abhängig macht, anstatt dass ihr einander freisetzt. Wenn du aber das nimmst und sagst, hey, Gott, ich will Freundschaften bauen. Vater, was ist dein Plan? Heiliger Geist, wo ist Jesus da? Wie kann ich Freundschaften bauen? Dann wird wahrscheinlich der Heilige Geist das Erste, was er machen wird, wir lesen es im Römer 8, Vers 16, ja, der Geist selber bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist wird als Erst dir seine Annahme zeigen vom Vater, dir seine Liebe zeigen und dich in die Kindschaft hineinführen. Verstehst du, was ich meine? Ein anderes Beispiel. Wir alle kennen vielleicht Angst vor Sagen, Angst vor Scheitern, Angst vor Fehlern, Angst vor Peinlichkeiten, Angst, andere zu enttäuschen. Wenn du, das kenne ich gut, ich will etwas für Gott bewegen, aber ich habe Angst, wenn ich einen Fehler mache. Ich bin Perfektionist und ich möchte etwas zwar für Gott bewegen, aber ich lasse mich von der Angst treiben. Dann wird die Angst mir immer wieder sagen, hey, aber gell, plan nicht zu gross, gell? Steh lieber nicht zu fest raus. Mach lieber mal wenig oder bis nichts. Und dann musst du zuerst einmal einfach nicht zu viel wagen. Für Gott. Die Angst wird dich immer sagen, dass du ja klein sollst bleiben. Aber Gott hat einen anderen Auftrag. Das Werk vom Geist ist, dass er dir das erste Mal Frieden gibt, dass er dir Gnade gibt, dass er dir Hoffnung gibt, dass er dir Freude gibt. Wir lesen im Römer 15, Vers 13. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude, vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Oftmals setzt der Heilige Geist so an einem anderen Punkt an, als du es machen würdest oder dass deine Angst dich irgendwo antreiben will. Das nächste ist die Angst, die wir haben vor Konflikt. Angst haben vor Verletzungen, Angst davor, unbedeutend zu sein, Angst davor, Streit zu haben, Angst davor, Freundschaften zu verlieren. Angenommen, zum Beispiel der steht da unten. Hey Gott, ich will selbstsicher werden, ich finde das geil, selbstsicher möchte ich sein, bin doch eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn dich die Angst vor Konflikt kann in dem hinein treiben, wie du sollst selbstsicher sein, wirst du nicht selbstsicher werden, wahrscheinlich, sondern eher arrogant. Du wirst wahrscheinlich ein verhärtetes Herz irgendwann bekommen und Hauptsache es stimmt für mich, weil es treibt dich in eine Einsamkeit hinein. Aber im Heiligen Geist, das Werk vom Heiligen Geist ist, dich zuerst in die Intimität mit dem Vater hineinzunehmen, dir Weisheit schenken und dich in Güte hineinzuführen. Ich möchte nochmal den ganzen Römer 8, Vers 15 lesen zum Schluss. Denn der Geist, den wir empfangen haben, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr wieder von neuem Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Wir alle sind ja irgendwo so auf einer Baustelle, wo wir so ein bisschen einen halbfertigen Bau haben. Ich weiss nicht, wie dein Leben aussieht. Bist du zufrieden mit dem, was schon gebaut ist? Vielleicht bist du eher noch nicht so zufrieden. Wir alle wüssten wahrscheinlich auch, was es noch für Steine gibt, wo wir gerne möchten, dass Gott sie bewegt. Ich wünsche mir, dass wir heute am Abend uns nochmal ganz neu einlassen auf das Dreier-Team. Und ich weiss nicht, du kennst vielleicht schon genau deine Ängste, die immer wieder reinkommen.
und die dich treiben in deinem Leben. Die dich in das hineintreiben, dass du dein Leben so und so baust und nicht aus diesen Sachen rauskommst und nicht in das hineinkommst, wie Gott dich eigentlich berufen hat, wie du dein Lebenshaus kannst aufbauen. Und heute am Abend möchte ich dich ermutigen, vertraue neu dem Dreierteam. Überleg dir, wo du kannst Raum schaffen kannst, um deinem Vater auf den Plan zu schauen. Überleg dir, wie du kannst kultivieren, Tag und Tag immer wieder deinen Heiligen Geist zu fragen, um zu sagen, hey, was ist jetzt gerade dran? Wo ist Jesus jetzt am Bauen? Wo ist er gerade dran? Und dann bist du dort am Bauen in deinem Leben, wo Jesus baut. Ein Stein um den anderen. Galater 3, Vers 3, dort steht, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, ohne das Dreierteam weiterzuleben. Logisch, Angst wirklich loszuwerden, das ist ein Prozess. Aber es ist etwas, das du kannst beanspruchen jetzt schon in deinem Leben. Nämlich durch das teure Blut von Jesus ist deine Baustelle verkauft worden am Vater im Himmel. Durch das teure Blut, das Jesus gegeben hat, ist das Dreierteam eingesetzt worden in deinem Leben. Und sag immer wieder über dein Leben. Klammere das fest. Mach das immer wieder fest, welchen Plan das soll gelten auf deiner Baustelle. Wer wirklich der Bauführer ist und wer wirklich Kraft hat, in deinem Lebenswandel das Zeug zu verändern. Ich möchte einen Moment machen, wo wir schnell hören auf den Heiligen Geist. Und ich möchte, dass du schnell hörst. Ich glaube, der Heilige Geist wird zwei Sachen dir sagen. Auf der einen Seite wird er dir sagen, was ist dran, was ist der einzige Stein, wo Jesus gerade dran ist bei dir am Bauen. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass der Heilige Geist dir wird Angst vielleicht zeigen, wo ganz gezielt heute Abend dran sind, um zu sagen, diese Angst, die lege ich ab heute Abend. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns einen Blick immer wieder auf deinen Plan gönnst. Ich bitte dich, das ist eines meiner wichtigsten Gebete für mich auch immer wieder, Jesus, lass mich näher an dich an, Vater. Lass mich näher an dich an. Hilf mir, alles immer wieder auf die Seite schieben, damit ich Zeit habe bei dir. Und die Nähe, in dieser Nähe deinen Plan anfangen zu verstehen, deine Gedanken anfangen zu verstehen, deine Liebe anfangen zu verstehen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich in das hineinführst. Ich möchte ein Leben leben, wo ich in jedem Tag, in dem, wo ich bin, Jesus, im Alltag, überall, Jesus, mit dir unterwegs bin und mich von dir führen. Und Jesus, ich weiss, dass du gute Pläne hast und dass du weißt, welcher Stein dran ist in meinem Leben. Und heute Abend vertraue ich einmal mehr. Ich setze mein Vertrauen auf dich, dass du weißt, welcher Stein ist der richtige Stein im jetzigen Moment. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite zwanzler.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.